Gegen den Mainstream zu schwammen ist nicht einfach. Das können noch mehr groß, mehr aufschlussreiche Strukturen erleben. Da denke ich speziell, für ein Beispiel zu gehen, und Gewerkschaften. An den letzten Wochen kann den sich auch davon ein Bild machen. Es gibt mit Schlagwörter jongliert. Es gibt Begriffe benutzt, die so klingen sollen, wie wenn sie selbstverständlich wären. Ich will nicht behaupten, dass Journalisten, oder großen Teil von ihnen, ich gehöre auch noch dazu, bewusst am Sinn von einem System verschaffen. Aber es kann nicht so, dass viele Vertreter von der großen öffentlichen Meinung unbewusst These vertreten. Also ich vielleicht mal nicht bewusst sind, dass sie überhaupt These vertreten, dass sie gerade nicht objektiv sind. Es meint den einfach, es wäre objektiver neutral, es gäbe ein objektiver neutral berichten. Wie war das schon objektiv, war das schon neutral, wenn es um Politik oder Wirtschaft geht? Soll noch nicht arrogant sein, ne? Jeder von uns hat in einer Weise zu denken, denkt an einem System, nicht unbedingt dieselbe natürlich. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das, was mir wichtig ist, dass den sich dem wenigstens bewusst ist, und nicht für Bord Geld unhält, just weil das so behauptet. Und jetzt zurück zur aktuellen Situation könnt, an den letzten Wochen herrscht das Wort, ich gehe weg so, nicht wäre ein Unwort. Schon immer, weil es so alle klingt, aber weil ihn sich immer muss speziell anstrengen, für es richtig auszudrücken. Ich werde doch machen, Kompetitivität. Für eine paar Jahrzehnten, so genommen Jahren, goufen wir da, wie Wohlstand, Frieden und Solidarität benutzt, für den Sinn vom Abbau von der EU zu rechtfertigen. Das goufen zwar die wir da von Politikern benutzt, die genau der Gegenteil getrieben haben, aber immerhin war da der Credo, der nach erstrebenswert war. Los der besonders. All Einzelnen soll kompetitiv sein. Aber kompetitiv, also nicht mit sich selber. Kompetitiv, also noch nicht mit anderen Leuten. Kompetitiv, also just gegen andere Leute. Das Salarié geht abgerufen, kompetitiv gegen sein Kollege zu sein, am Sinn vom Betrieb. Der Betrieb geht abgerufen, kompetitiv gegen einen anderen Betrieb zu sein, am Sinn von der nationalen Wirtschaft. Lützeburg soll kompetitiv gegen andere Länder sein, am Sinn von Europa. Und Europa soll kompetitiv sein gegen all die anderen Regionen auf der Welt, am Sinn von wem überhaupt? Die Einzigen, die von der Kompetitivität profitieren, sind die auf dieser Welt, die am meisten schaffen, die am meisten schaffen, aber am meisten Geld machen, mit den Gladiatoren, zu denen der auf der ganzen Welt getrimmt gehen. Ein bisschen wie den Cäsar Sänger Loge kann der Fonds Monetaire International, der bekannten FMI, vom vielleicht zukünftigen französischen Präsidenten Dominique Strauss-Kahn, von dem erzählt hat, wäre ein Sozialist, also Multisozialdemokrat, eine FMI, die schon gewisse Länder Gewissen hat. Ich habe just an Argentinien zu gucken, wie sie da ein Land verheilt gemacht haben, die Genien. Wie den Cäsar reden aus Sänger Loge, kann man am Daumen rauf oder abweisen, nachdem sie sich vom Publikum, also von Aktionären inspirieren gelost wird. Es klingt aber so schön, es muss kompetitiv sein, für das es den Betrieben besser geht, die geben da massive Arbeitsplätze schaffen und die Leute gut bezahlen. Wenn man aber guckt, was für ein Länder als kompetitiv angesehen gehen, da denken allen. Entweder sind es Länder, wo die Armut ganz hoch ist, die USA, England, Rumänien, oder Demokratie nicht gerade beispielhaft funktioniert, China oder Thailand, weil es nicht die zwei sind. Das ist ganz einfach. Wer kompetitiv will sein, muss auf seine sozial- und demokratische Rechte verzichten. Muss man da rechnen, dass der Männer verdingen wird, am Männer zu Radette wird tun. Und er muss wahrscheinlich auch mal gucken, wie die Welt rundherum hin zerstört wird. Das ist dafür auch kein Wunder, dass diejenigen, die von Morris bis Ovis von Kompetitivität schwätzen, dass die gerade die sind, die am meisten davon profitieren. Heute zu Lützeburg sind die Herren Würth oder Dannewald oder wie die Joralheschen, Großpatron neben, die meistens auch alles vom Papa geirrt tun, weil sie kompetitiv geboren sind. Hier stellt sich aber froh für was von Kompetitivität redet, am Platz einen Index aufzuschaffen und durch einen unsozialen Index zu ersetzen. Wir werden nicht auf die Gewinner von Aktionären, das sind Millionen zum Beispiel, soll gespürt gehen. Aber gerade weil sie Politik bestimmen, gerade weil sie Mippischer an den europäischen Regierungen sitzen haben, die das machen, was sie fordern. Ein sich ist den Arbeitsminister Nicolas Schmidt anzugucken. Geht gesagt wie ein Sozialist, ein Hälfte der Arbeitsklasse. Es geht nicht nur zu behaupten, es wäre eine Sozialist. Es geht nicht nur, dich zu teilen.
es soll noch ein bisschen konsequent sein, ein Minimum. Die großen Theater um den Index schenkt der River zu sehen, der Rido also aufzugehen, das ist nice, nach dem Rido gucken zu gehen. An den letzten Wochen, als auch der Niveau von den politischen Kommentaren, immer stark gesunken. Wenn ihr nur Griechenland denkt ihr wahrscheinlich zuallererst und Antiquität und alles, was aus der Periode vom Peloponnes kommt, an Eis bis auch stark beeinflusst wird. Andere denken aber vielleicht das Griechenland, was an ihre Vakanzen kennengelernt haben, viel Sonne, viel mehr, Kaffee an Uso auf der warmen Terrassen, und denken an den chaotischen Trafik und denen viele Leute, die den ganzen Tag auf der Straße begehen, an dem Durchschnittslützebäuer vielleicht auch den Eindruck vermittelt, die dürfen nicht viel schaffen. Dabei vergessen wir Lützebäuer viel zu oft, dass man am europäischen Durchschnitt zu den Ländern gehören, wo nicht am meisten geschafft wird. Wie kann denn nicht die Stammtischparolen, die leider viel zu oft an der Zeitung, Radio oder auf der Tele zu hören sind, nicht zustimmen? Griechen hätten zu lange über ihre Verhältnisse gelebt. Ich meine, wenn in die Satz bisher, da muss ich ganz schnell sagen, stopp, halt up mit dem Bullshit. Und dann soll ich vorstellen, wen hat überhaupt über seine Verhältnisse gelebt? Als Griechen bestimmt nicht. In Griechenland, wie überall in Europa, leben Menschen über die Verhältnisse von der Gesellschaft. Mit der das nicht der Nikos, den im Hafen von Thessaloniki schafft. Das ist nicht der Pietro, den an einem Textilatelier von Napoli schafft. Das ist nicht der Hans, der bei Opel jahrelang geschafft hat. Das ist auch nicht der Jamp, den zu Dietrich geschafft hat, oder der Mich, der Provence an einem Lycée. Gerade die von denen sogenannten übertriebenen Verhältnissen schwätzen, sind gerade die erstens Krise provoziert haben, zweitens tatsächlich über gesellschaftlich akzeptable Verhältnisse leben, drittens ein sogenannter Rettungspack vorschlagen am Durchboxen, die gar nicht retten wird, aus dem Interesse von einer Minorität für reiche Profiteuren. Das nicht, weil sie einen Rettungsplan nennen, dass es end ist. Das Römekampf ein Begriff war, der muss gefördert gehen. Leider muss ich in Röm feststellen, dass viel oft die offiziellen Begriffe unkritisch von einem großen Teil von den meinungsbildenden Medien überholt wird. Wenn ihr ein Geschenk kriegt, belegt den sich nicht just mit dem Kaduspapier, es soll den noch gesehen, was dran ist. Die griechische Bevölkerung wird sich zu Recht, sie kennt Geschichte wohl gut, da kann hier antik Vergangenheit just helfen. Der Pseudo-Rettungsplan umzuholen, als dieselbe Fehler zu begehen wie Trojaner, die der hölzerne Pferd umgeholt haben. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Der Rettungsplan als kein Rettungsplan, das ist ein trojanisches Pferd. Mir geht nicht just von den Griechen behauptet, sie geben über die Verhältnisse zu erleben. Wir müssen doch heute zuletzt bescheren. Das ist kein Zufall, weil die Propaganda, die von den europäischen Regierungen oder von Brüssel oder vom FMI kommt, soll die Leute auf Batterzeiten vorbereiten. Es ist nämlich viel mehr einfach, von den Leuten Sakrifizien zu verlangen, wenn sie davon überzeugt sind. Ob die Rechnung abgeht, hängt nicht mehr von uns auf. Der politische Kampf ist ein Kampf der Begriffe, auch ein Kampf der Begriffe. Es ist ein Kampf um Wohlrecht. Ich glaube zwar nicht auf festgefrorenen Wohlrechten, aber ich glaube darunter, dass die Liege gehen, weil die kann ihn nämlich entlarven. De Jean Jaurès so denke ich, le courage, c'est de rechercher la vérité, de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. Lo stellt sich froh, hole mir das trojanische Pferd Sie mir berät, etwas von den Politikern, die an den letzten Jahren versucht haben, etwas umzuholen, ohne zu gucken, was draufsteht. Sie mir berät, den tragischen Szenario, den sich zu Athen aufspielt, auch heimlich zu spielen. Sie mir berät, die Logik umzuholen, die uns daran nicht angetrichtert wird. Oder sie mir kapabel, selber nachzudenken, selber auf froh zu stellen, was uns vorgestellt wird, als selber als froh zu stellen. Wie wollen wir leben? Wollen wir kompetitiv sein? Wollen wir am permanenten Kampf den einen gegen den anderen sein? Wollen wir permanent am Arbeitsdruck sein? Ob Freundschaft erlebt, an Zusammenarbeit verzichten, für eine neue Tele zu kaufen, der als Modelle wird, was wir als nächstes sollen kaufen? Aber wenn wir geben nicht so, aber wenn wir denen Herr vom Patronat erklären geben, dass wir hier barbarische Gesellschaftsvision einfach auflehnen. Aber wenn wir geben erklären, dass wir nicht gegen Polen, Chinesen oder Amerikaner wollen kämpfen, mit Martinen, gegen die das Leben verbattern. Stell dir mal vor, es ist Krieg und keiner geht hin, wie mal gesungen. An diesen Zeiten lost aus dem Wirt auch Kompanie so, die Generäle, die ja uns auf ihren Krieg vorbereiten wollen, stellt dafür, dass Kapitalismus an das mich kümmert. So nicht merci.